Bibel für Erwachsene. Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass du irgendwelche Geschichten aus der Bibel kennst. Wenn du in einer christlichen Familie aufgewachsen bist, kennst du sehr wahrscheinlich sehr viele Geschichten aus der Bibel. Vielleicht hast du sogar eine Kinderbibel gehabt als Kind und dir ist das überreicht worden und man hat dir gesagt, Sohn oder Tochter oder was auch immer, oder Göttibub oder Götti-Tochter, das, was hier drin steht, das ist Gottes Wort. Das, was hier in dieser Bibel ist richtig und wahr und da ist keine Fehler und keine Widersprüche drin. Richt dein Leben nach dem. Und du hast das geglaubt, weil du ein Kind bist und dir das jemand Erwachsenes gesagt hat. Wieso würdest du das hinterfragen? Vielleicht hast du nicht als Kind eine Bibel bekommen und bist als erwachsene Person das erste Mal mit einer Bibel in Kontakt gekommen. Aber die Person, die dir die Bibel gegeben hat, war selber Kind, wo sie eine Bibel bekommen hat. Wie auch immer, jetzt bist du erwachsen. Und du hast Fragen. Fragen, wo man nie darüber geredet hat. Vielleicht sind es nicht die Geschichten in der Bibel, die dir mitgegeben worden sind als Kind, die dir Mühe machen, sondern die Geschichten, die dir niemand davon erzählt hat, dass die auch in der Bibel stehen. Wo du das dann einmal selber gelesen hast und dachte, ja, meine Güte, was steht da überhaupt drin? Letzten Sonntag war der Detlef Kühlein da und er hat uns ein paar von diesen Bibelstellen zugemutet. Die Sachen, die auch in der Bibel stehen. Und ich finde das gut, dass wir in der Kirche über die Sachen schwätzen in der Bibel, die auch drin stehen. Das ist ein guter Ort, die Kirche, dass man in der Kirche über die Sachen redet. Und aus diesem Grund haben wir diese Serie gemacht. Du würdest mir jetzt vielleicht nicht glauben, mit wie vielen Leuten ich in den vergangenen Jahren ins Gespräch gekommen bin, wo mir gesagt haben, Matthias, ich bin christlich aufgewachsen, man hat mir eine Bibel gegeben oder mir ist es so mitgegeben worden, die Bibel ist Gottes Wort, das ist richtig, da hat es keine Widersprüche drin, das ist alles so, wie es da steht. Und dann bin ich erwachsen worden. Und die Menschen sagen mir in diesen Gesprächen, Matthias, ich habe meinen Glauben verloren. Ich habe etliche Gespräche mit Kollegen von früher, mit Personen, die mal christlich waren, aufgewachsen sind. Und wir sagen, ich kann nicht mehr glauben. Und dann frage ich, warum denn? Und sie sagen, ich bringe das nicht mehr, ich bringe die Geschichten in der Bibel nicht mehr zusammen mit der wissenschaftlichen Erkenntnis, wie sie mir in der Schule und so weiter vermittelt werden. Ich meine, ich fange die Bibel an zu lesen und schon auf Seite 2 steht, dass Gott die Welt in 6 Tagen gemacht hat. Das kann ja gar nicht sein. Wir wissen ja, die Erde ist über einen längeren Zeitraum entstanden. Zum Beispiel, oder? Oder sie sagen mir, hey, ich habe gelernt in der Schule, wie das Buch entstanden ist. Das ist ja nicht einfach vom Himmel runtergefallen und Gott hat das aufgeschrieben, sondern das ist ja gar kein Buch, sondern das ist eine Bibliothek an Büchern und Briefen, wo über Jahrhunderte gesammelt und geschrieben worden ist. Und erst 400 Jahre nach Christus hat die Kirche entschieden, welche Sachen jetzt in die Bibel reinkommen und welche nicht. Und die Leute sagen mir, ich habe gemerkt, die Bibel ist ja gar nicht ein Wort von Gott, sondern ein menschliches Produkt. Ich kann nicht mehr glauben. Das höre ich immer wieder. Und vielleicht hast du ähnliche Fragen und Zweifel, vielleicht auch andere. Aber du stellst dir, kann ich diesem Buch überhaupt noch meinen Glauben schenken? Und vielleicht bist du so weit und sagst, ich bin gerade dabei, den Glauben an den Nagel zu hängen. Vielleicht schaust du auch online zu und du sagst dir, ich kann nicht mehr glauben. Dann ist diese Serie und diese abschließende Predigt für dich. Vielleicht
stellst du dir die Frage gar nicht und du hast die Zweifel gar nicht. Aber ich bin sicher, du kennst jemanden, der sich solche Fragen stellt. Wenn du jemanden kennst, der so Fragen hat, dann ist diese Predigt heute auch für dich. Und ich sage in diesem Gespräch mit meinen Kollegen und Leuten immer, wenn sie mir dann die Sachen und die Zweifel erzählen, sage ich immer, all das, was du da sagst und zweifelst, das ist mir nicht neu. Ich stelle mir die Frage auch und ich sage, das sind berechtigte Fragen und wichtige Fragen und ich komme zum Teil zu ähnlichen Schlüssen wie du, aber ich glaube trotzdem. Und wenn sie mir, dann schauen sie mich an und sagen, wie kannst du jetzt noch glauben? Und dann erkläre ich ihnen das und so weiter. Und wenn mich Leute fragen, wo ich Theologie studiert habe, ich habe Theologie studiert, viel zu lang, 7, 8 Jahre. Viel zu lang. Und ich habe an der Uni Basel Theologie studiert. Eine liberale Hochburg. Oder? Und die Leute fragen mich immer das Gleiche, wenn ich das sage. Ja, hast du die Glauben nicht verloren an der Uni? Weil du so eine kritische Sicht auf die Bibel zugelassen hast. Wenn du die kritischen Fragen an die Bibel gestellt hast, hast du den Glauben nicht verloren. Und ich sage immer das Gleiche. Wenn du deinen Glauben verlierst, nur weil du ein paar ehrliche, kritische Fragen an ihn anlässt, was ist das denn für ein Glaube gewesen, wenn der kaputt geht? Die Glaube muss doch Fragen aushalten. Die Glaube muss doch beständig genug sein, dass ein paar ehrliche, berechtigte Fragen erlaubt sind. Und ich sage, das war gar kein Glaube, sondern ein Kartenhausglaube. Und ich habe ein Bild mitgebracht von Brian Burke. Der hat ein Kartenhaus gebaut aus 218'000 Karten. Wenn einem das gefällt, oder? Wenn man so ein Hobby hat, der hat ein Kartenhaus gebaut und man sagt, wow, du musst mal schauen, mit welcher Leidenschaft er die Karten einsetzt. Oder? 218'000 Karten, der hat ein Schloss gebaut. Wunderschön, wundervoll. Aber es muss nur ein Kärtchen ins Wanken geraten und das ganze Kartenhaus fällt zusammen. Und ich sage, das ist ein Bild für einen Glauben von einigen von uns. Und ich möchte nicht, dass du ein Kartenhaus-Glauben-Konstrukt hast, wo nur ein Kärtchen muss ins Wanken geraten und du verlierst deinen Glauben. Oder? Ein Kartenhaus ist toll, aber es muss etwas schief gehen. Etwas muss kritisiert werden. Etwas muss ins Wanken geraten. Lies ein atheistisches Buch oder schaust irgendeinen Post-Evangelical-Podcast an, oder? Und dann sagen sie, wieso sie nicht glauben. Und du hörst das und du bist unsicher und alles geht zusammen. Und ich möchte nicht, dass das bei dir so ist. Der Glaube muss beständiger sein als ein Kartenhaus. Ich möchte, dass dein Verständnis von der Bibel widerstandsfähiger ist als so ein Kartenhaus. Und jetzt ist halt die grosse Frage, was ist das Fundament von unserem Glauben? Und jetzt sage ich etwas ganz Provokatives. Und wenn ich das gesagt habe, halt deine Steine noch zurück, um mich zu steinigen. Okay? Bevor du die wirfst, halt sie zurück, oder? Ich sage jetzt etwas Provokatives. Das Fundament von unserem Glauben ist nicht die Bibel. Wart mit dem Stein. Bevor du jetzt, und Tomaten auch, wart. Bevor du jetzt heimgehst und sagst, im ICF sagt man, die Bibel ist nicht das Fundament und nicht ganz. Warte, ich erkläre es. Nur, dass ihr mich richtig versteht. Die Bibel ist für mich Gottes inspiriertes Wort. Gott hat das Ding in der Entstehung begleitet. Und der Heilige Geist ist bei den Autoren gegenwärtig. Sie hat sie geführt und geleitet, wo sie das aufgeschrieben haben. Der Heilige Geist lebt in mir und in dir. Und wenn ich die Bibel lese, bete ich Gott, red du zu mir und er macht's. Und ich stelle mich unter die Bibel. Jeden Sonntag lesen wir aus der Bibel vor im ICF. Wir tun das im Screen einfach einblenden, aber wir sagen, das ist unser Fundament in dem Sinne, Moment, aber es ist unsere Autorität und wir stellen uns drunter und sie dürfen uns korrigieren und leiten und führen. Das ist ausser Frage. Aber
unser letztendliches Fundament von unserem Glauben ist nicht die Bibel, sondern etwas anderes. Und das ist mir so wichtig, dass du das heute mitnimmst. Das Fundament, das Letztendliche, ist nicht das Buch, sondern etwas anderes. Schau, wir alle, die meisten von uns, kennen irgendwelche Geschichten aus der Bibel, oder? Aber die wenigsten von uns kennen die Geschichte von der Bibel. Also die Entstehungsgeschichte der Bibel. Wie ist das Ding überhaupt entstanden? Warum haben wir überhaupt so ein Buch? Und ich sage sogar, die Geschichte von der Bibel ist mindestens so wichtig wie die Geschichte in der Bibel. Weil die hilft uns, Geschichten in der Bibel zu verstehen. Und ich weiß nicht, wie du die erste Bibel bekommen hast. Vielleicht so, aber so wie du die Bibel bekommen hast, ist nicht wie die Welt die Bibel bekommen hat. Wo du die Bibel bekommst, ist das eingebunden gewesen, vielleicht in Karton oder Leder. Es ist noch gestanden, die Bibel am Anfang, oder? Es hat Verse, Nummerchen gehabt, wo du es bekommen hast. Es hat Überschriften gehabt. Es ist sortiert gewesen in ein Altes Testament, in ein Neues Testament. Es hat Karten drin gehabt, Erklärungen und so weiter. Aber vielleicht ist das jetzt eine Überraschung für dich. So wie du die Bibel bekommen hast, ist nicht wie die Welt die Bibel bekommen hat. Das ist eine ganz andere Geschichte. Die Bibel ist nicht einfach vom Himmel runtergefallen, so boom, und Gott hat gesagt, lies, oder? Mein Wort an euch. Es ist auch nicht so, dass Jesus die Bibel geschrieben hat. Jesus hat gar nicht aufgeschrieben. Es ist ganz anders als im Islam, wo der Mohammed, heisst, vom Engel diktiert bekommen hat, was er aufschreiben muss und hat alles aufgeschrieben. Und das ist völlig inspiriert und alles, was da drin steht, hat Gott direkt gesagt. Das ist nicht so, wie die Bibel entstanden ist. Es gibt Christen, die denken, die so ein Inspirationsverständnis von der Bibel haben. Ich glaube, das ist nicht hilfreich. Ich glaube, das ist ein Kartenhausglaube. Jesus hat die Bibel nicht geschrieben. Aber Jesus ist der Grund, wieso wir eine Bibel haben. Okay? Jesus hat die Bibel nicht geschrieben. Er ist der Grund, wieso wir die Bibel haben. Und vielleicht ist das neu für dich zum Hören, aber der Anfang der Bibel ist nicht am Anfang der Bibel, sondern irgendwo im zweiten Teil der Mitte der Bibel. Dort fängt die Bibel an. In anderen Worten, die Bibel fängt nicht bei der Schöpfungsgeschichte an, sondern bei Ostern, bei der Auferstehung von Jesus. Natürlich hat es zur Zeit von Jesus und zur Zeit von Paulus die alttestamentlichen Schriften gegeben. Es hat noch nicht Altes Testament geheißen, das sind die einzigen Schriften, die man kennt. Aber das ist nicht geordnet in einem Buch, das ist nicht zusammen, das sind ein paar Schriftrollen gewesen. Und natürlich sind das heilige Schriften gewesen. Natürlich ist das als Gottes Wort anerkannt worden und man hat das verehrt fast schon und so weiter. Und das ist als inspiriert angeschaut worden. Aber selbst zur Zeit von Jesus hat es noch nicht einen abgeschlossenen Kanon gegeben. Was ist jetzt Teil vom Alten Testament? Natürlich die ersten 5 Bücher Mose, Propheten und Psalmen und so, haben wir gesagt, das ist schon drin. Aber erst etwa 100 Jahre nach Jesus haben die Juden in der Auseinandersetzung mit den Christen, weil die angefangen haben, Schriften zu sammeln, selber für sich zu definieren, was gehört jetzt rein und was nicht. Der Grund, wieso wir heute so ein Buch haben, ist, weil etwas Außergewöhnliches passiert ist. Nämlich, dass Jesus gekreuzigt worden ist, 3 Tage im Grab war und dann auferstanden ist und seinen Jüngern wieder begegnet ist. Das ist der Ursprung der Bibel. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, hätten wir keine Bibel. Ich möchte, dass du das verstehst. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, hätten wir heute keine Bibel. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, hätten wir die Sachen, die Jesus gesagt hat, hat niemand sich die Mühe gemacht, um die aufzuschreiben. Natürlich hat er ein paar gute Predigten gehalten, natürlich hat er ein paar Wunder gemacht und so, und das ist schon noch bemerkenswert, aber Jesus hat so viel über sich selber gesagt.
wo, wenn er nicht auferstanden wäre, er als Lügner entlarvt worden wäre. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wenn Jesus nur gekreuzigt worden wäre, nur gelehrt hat und nur gekreuzigt worden und dann tot gewesen wäre, hat man Jesus als einen von weiteren Lügnern können bezeichnen oder als Geisteskranken, oder? Entweder hat er gelogen oder er hat gemeint, er sagt etwas, was er glaubt, aber er spinnt, oder? Weil Jesus ist rumgelaufen und hat Sünden vergeben. Nur Gott kann Sünden vergeben. Er hat ein paar Wunder gemacht, okay, aber das kann man, es gibt auch andere Leute, die Wunder gemacht haben damals, es sind ein paar Magietricks, die können wir irgendwie so erklären, oder? Es gibt komische Sachen auf dieser Welt, oder? Aber der Tod von Jesus hat bewiesen, dass Jesus ein Lügner ist. Und ein Geisteskranker. Und so ist die Jesus-Bewegung, die hier entstanden ist, die Jünger, die Jesus nachgefolgt sind, die 3 Jahre, kollabiert, wo Jesus gekreuzigt worden ist. Die ist vom einen Tag auf den anderen kaputt gegangen. Und die Jünger sind auf der Flucht gewesen, weil sie Angst hatten, selber verfolgt zu werden, selber eingesperrt werden und hingerichtet zu werden. Aber dann ist etwas Unglaubliches passiert, was niemand erwartet hat. Das Grab war leer gewesen. Und der Jesus ist dann den Jüngern wieder begegnet. Und hat mit ihnen gegessen. Und hat ihnen gesagt, habt keine Angst. Und hat ihnen die Schriften vom Alten Testament wieder neu erklärt. Jetzt stell dir mal vor, was hier in Jerusalem los war. Und es war der Moment, wo die Kirche gegründet worden ist. Die Auferstehung ist der Ursprung von der Kirche. Und Kirchen sind überall gegründet worden. Nicht nur in Jerusalem, sondern Samaria und so weiter. Und es hat sich verbreitet, das Evangelium. Alles ohne Bibel. Die hat es ja gar noch nicht gegeben. Verstehst du? Das Fundament vom Glauben der ersten Christen war nicht die Bibel. Aber gleichzeitig, nach der Auferstehung von Jesus, ist das Interesse natürlich über den Bericht der Augenzeugen, die mit Jesus unterwegs waren, rasant gestiegen. Die Leute wollten wissen, okay, der ist auferstanden. Was hat er genau gesagt? Und sie sind zum Petrus gegangen, zum Johannes, zum Jakobus und gesagt, was hat Jesus gesagt? Welche Wunder hat er gemacht? Also wie hat er es genau gesagt? Und man wollte wissen, was ist denn dort genau passiert? Und man wollte die Worte von Jesus aufschreiben. Und was sich die Kirche immer weiter verbreitet hat und die Augenzeugen, die noch mit Jesus unterwegs waren und die Auferstehung miterlebt haben, wo die langsam älter geworden sind und man gewusst, okay, die gehen jetzt nicht, ist das Interesse und das Verlangen danach, dass man das verschriftlicht, immer grösser geworden, damit die Generationen nach ihnen auch von dem wissen. Aber ich will, dass du das verstehst. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, gäbe es heute keine Bibel. Weil seine Worte wären bedeutungslos gewesen. Niemand hat sich darum gekümmert, das aufzuschreiben. Und so beginnt der Lukas, seinen Bericht zu verfassen. Ich möchte das kurz lesen im Lukas-Evangelium 1, Vers 1 bis 4. Oder? Und einfach, dass du es verstehst, wo der Lukas das aufgeschrieben hat, hat er nicht gedacht, oh, ich schreibe heute einen Teil von der Bibel. Er hat nicht gedacht, heute schreibe ich ein Evangelium. Nein. Er schreibt einen Bericht an einen Theophilus, das war irgendein Griech, und er möchte ihm erzählen, was passiert ist. Lesen wir zusammen Lukas 1, 1 bis 4. Schon viele haben es unternommen, über das, was unter uns geschehen und in Erfüllung gegangen ist, einen Bericht abzufassen, nach der Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Der Lukas schreibt hier, ich schreibe über etwas, was passiert ist. Etwas, was passiert ist, nämlich die Auferstehung, oder? Und es ist so einschneidend gewesen, schreibt der Lukas, und er schreibt dort, dass schon viele es unternommen haben. Schon mehrere haben Bericht geschrieben über das, was passiert ist. Und wir haben mehrere Berichte über das, was passiert ist. Wir haben die 4 Evangelien, oder? Wir haben nicht nur das Lukas-Evangelium, wir haben Matthäus, Markus und das Johannes-Evangelium. Und das ist für antike Quellen einzigartig. Im Vergleich zu anderen antiken Quellen hast du vielleicht eine Quelle über etwas, was in der Antike passiert ist. Für das, was mit Jesus passiert ist, haben wir 4 unabhängige Quellen, also mehr oder weniger unabhängig, die haben ja voneinander dann gewusst und sich befragt und so weiter. Aber 4 Quellen, das ist absoluter Luxus. Und jetzt schreibt der Lukas am Theophilus in Vers 3 weiter, so beschloss auch ich,
nachdem ich allem von Anfang an sorgfältig nachgegangen war, es der Reihe nach für dich aufzuschreiben, verehrter Theophilus, damit du die Zuverlässigkeit der Lehren erkennst, in denen du unterrichtet wurdest. Ich merke, Lukas war Arzt, hat die Apostelgeschichte geschrieben. Ihm ist wichtig, dass alles der Reihe nach im Detail richtig aufgeschrieben ist. Oder? Ihm ist das wichtig, oder? Damit der Theophilus und die Generationen nach ihm Zuverlässigkeit von der Lehre von dem verstehen und können glauben. Aber wieso hat er angefangen aufzuschreiben? Weil etwas passiert ist. Weil Jesus auferstanden ist. Jetzt stell dir vor, wie das muss gesehen sein in einer Gemeinde, damals in Korinth, in der Türkei oder in Athen. Dort sind Leute zum Glauben gekommen, weil irgendein Apostel, vielleicht der Apostel Paulus vorbei ist und predigt hat, oder? Und sie sind zum Glauben gekommen. Nicht, weil ihnen jemand gesagt hat, schau, das ist übrigens die Bibel und das ist inspiriert und das ist das Wort. Sie sind nicht wegen dem zum Glauben gekommen, sondern weil sie der Kraft vom Auferstandenen begegnet sind und sie verändert worden sind, oder? Und jetzt stell dir vor, was muss passiert sein. Hast du gehört? Das Philbe hat eine Kopie vom Bericht vom Lukas dabei. Und dann sind die zusammengekommen und haben das gelost. Mit einem Respekt und mit einer Neugier. Was der Bericht vom Lukas, der ist bei der Maria gefragt, wie ist denn das genau gewesen? Der dort ist gefragt und sich mit Markus unterhalten. Von dem haben wir einen Bericht. Stell dir mal vor, was da für ein Respekt und Ehrfurcht gegenüber diesem Bericht war. Und wir wissen, dass die Berichte sehr früh, nicht nur als wertvoll, verlässlich angeschaut worden sind, sondern auch plötzlich als heilig und inspiriert und als heilige Schrift betrachtet worden sind. Und jetzt kommt die große Frage: Warum? Warum haben die ersten Christen so einen Bericht vom Lukas plötzlich als Gottes Wort angesehen? Als heilige Schrift? Warum? Das ist eine gute Frage. Und es gibt einen ganz einfachen Grund, wieso. Schau, wenn dir irgendjemand im Voraus sagt, dass er wird sterben, aber dann wieder wird auferstehen und dann das auch noch macht und dir begegnet, dann glaubst du ihm alles, was er gesagt hat und dir noch wird sagen. Verstehst du? Wenn irgendjemand sagt, ich werde sterben, aber ich werde auferstehen und das dann durchzieht, dann glaubst du ihm alles. Und dann wird das heilig und richtig und inspiriert und hat eine unheimliche Autorität. Die Autorität der ersten Bericht gründet allein auf der Auferstehung von Jesus. Allein und nichts anderem. Und dann hat man immer mehr Berichte gesammelt. Leute haben noch mehr Berichte geschrieben, oder? Man hat das kopiert, man hat das umgereicht in der Gemeinde. Und dann gleichzeitig, wo man die Schriften gesammelt hat, ist natürlich für die Christen, für die Heidenchristen, das Interesse für die jüdischen Schriften massiv gestiegen, oder? Natürlich, Juden, die zum Glauben gekommen sind, für die ist klar gewesen, die alttestamentlichen Schriften ist schon inspiriert um Gottes Wort, oder? Aber für Griechen, die zum Glauben gekommen sind, die haben sich plötzlich interessieren für das Alte Testament, für die Schriften. Warum? Weil Jesus selber aus denen gelehrt hat, weil Jesus selber Jud ist und weil sie Jesus dort innen gefunden haben. Das heisst, die Liebe zu Jesus hat sich irgendwie umgewandelt zu einer Liebe zu den Schriften von Jesus. Und so hat sich immer mehr eine Sammlung formiert an Schriften, an Briefen, die als heilig und inspiriert gegolten haben. Und der Petrus, der Apostel, der mit Jesus unterwegs ist, hat Briefe geschrieben. Der Paulus, der Johannes, der Jakobus und so weiter und so fort. Und jetzt eine Klammerbemerkung zum Jakobus. Ich finde das so gewaltig. Der Jakobus hat einen Brief geschrieben, der ist jetzt im Neuen Testament, also im zweiten Teil der Bibel, erhalten. Und Jakobus war der liebliche Bruder von Jesus. Also der ist mit Jesus aufgewachsen. Jesus war der Älteste und dann hat er ein paar jüngere Brüder gehabt und vielleicht noch Schwestern. Und Jakobus ist einer von diesen Brüdern. Jetzt eine Frage: Wie überzeugst du deinen Bruder, dass du der Sohn Gottes bist? Also du kannst alle anderen überzeugen, aber dein Bruder, Jesus, ich weiß, wer dein Vater ist. Also mir musst du nicht vormachen, oder?
Es ist unmöglich, jemanden zu überzeugen, der die Bruder ist, dass du der Sohn Gottes bist. Ausser du bekommst mit, wie die Bruder gekreuzigt wird und dir als Auferstandener wieder begegnet. Und Jakobus wird einer der ersten Leiter der Kirche in Jerusalem. Er wird Pastor. Wieso ist er Pastor geworden? Er dachte, ach komm, ich habe nichts Besseres zu tun, komm, ich werde mal Pastor. Ach komm, ich habe das Aufgabenprofil, das entspricht mir noch, oder? Mit Leuten hast du zu tun, kannst ein bisschen Theologie betreiben, kannst ein bisschen Seelsorge machen. Doch, bei einer Berufsberatung hat man gesagt, werd Pastor. Oder? Mir ist langweilig, ich habe Lust, einmal verfolgt zu werden. Oder? Von meinen Genossen, von meinen Juden, oder? Ich ins Gefängnis gehen werden und hingerichtet zu werden. Ja, das ist eine gute Idee. Wir wissen, das ist mit dem Jakobus passiert. Er ist wegen dem Glauben an seinen Bruder hingerichtet worden. Wieso hat er das gemacht? Weil ihm jemand gesagt hat, schau, das da ist ein inspiriertes Wort Gottes. Das ist inspiriert, das ist richtig, das ist wahr. Ah ja, komm, ich will Pastor. Sicher nicht. Der einzige Grund, wieso er das gemacht hat, ist, weil er dem auferstandenen Jesus begegnet ist und sein Leben verändert worden ist. Das ist der einzige Grund. Und so ist auch der Jakobusbrief bald als heilige Schrift anerkannt worden. Wegen der Auferstehung. Und nochmal, ohne Auferstehung keine Bibel. Mögt ihr noch? Okay. Und erst in der Auseinandersetzung mit Irrlehrern im 1., 2., 3. Jahrhundert und 4. Jahrhundert, Irrlehrer, Heretiker, die gesagt haben, zum Beispiel der Markion, nein, Altes Testament ist ein anderer Gott, den lassen wir weg, das ist nicht mehr Heilige Schrift. Nur noch Lukas-Evangelium und Paulusbrief. Markion hat das gesagt. Das ist Schrift. In der Auseinandersetzung mit diesen Heretikern und Irrlehrern haben sie erst wegen dem müssen definieren, okay, was gehört jetzt in die Bibel rein und was nicht. Wegen der Auseinandersetzung mit den Irrlehrern. Und erst am Ende vom 4. Jahrhundert ist vollständig definiert gewesen, was gehört jetzt rein und was nicht. Und ab dem 2. Jahrhundert kannst du das ziemlich gut nachvollziehen, historisch gesehen. Dann gibt es Listen, die man gefunden hat, mit Aufzählungen, was ist jetzt Heilige Schrift drin. Und dann kannst du mal die Liste anschauen und dann siehst du, der eine hat irgendwie all die Schriften drin, dann steht plötzlich Hermasbrief. Clemensbrief. Und dann fragt man sich, wieso sind denn jetzt die nicht reingekommen und wieso nicht? Eine gute Frage. Der Paulus hat noch einen 3. und 4. Korintherbrief geschrieben, die haben wir einfach nicht mehr gehabt. Was ist, wenn wir die jetzt finden würden? Würden die in der Bibel kommen oder nicht? Keine Ahnung. Aber was ich damit will sagen, das Fundament von unserem Glauben kann nicht letztendlich die Bibel sein, sondern Jesus und seine Auferstehung. Schau, natürlich. Bevor du zu früh applaudierst. Natürlich ist die Bibel das Dokument, das uns von der Auferstehung erzählt. Natürlich ist die Bibel die Ressource, die uns von Jesus erzählt. Und ich stelle mich unter die Bibel. Sie hat die Autorität, sie darf mich korrigieren. Ich habe meine eigenen menschengemachten Bilder von Jesus fabriziert. Oder? Durch meinen Zeitgeist, Jesus ist so und so. Nein. Ich glaube, den Autoren im Neuen Testament und im Alten Testament mehr, weil die sind näher dran an Jesus als ich es je wird sein, verstehst du? Ich stelle mich unter das Zeugnis. Das darf mich korrigieren, das darf mich leiten. Aber die letztendliche Autorität der Bibel, und sie hat eine Autorität, aber die letztendliche ist nur in Jesus, dem auferstandenen, dem Sohn Gottes gegründet. Das ist das letztendliche Fundament. Wieso erzähle ich dir das? Weil ich nicht will, dass du ein Kartenhausglauben hast. Wenn du nämlich sagst, die Bibel ist dein letztendliche Fundament, dann garantiere ich dir, bricht irgendwann ein Kärtchen weg. Dann lese ich irgendein Buch von einem gescheiten Atheist oder irgendeinen blöden Podcast von Leuten, die nicht mehr in die Kirche gehen und Kirche verletzt sind. Und all die Sachen, die Widersprüche, die erzählen in der Bibel. Und dein Kartenhaus geht zusammen. Und ich will nicht, dass dir
das passiert. Weil dein Glaube ist beständiger als das. Er kann beständiger sein als das. Und wegen dem sagt der Paulus, ich möchte schließen mit dem im 1. Korinther 15. Er schreibt einen Brief an eine Gemeinde in Korinth. Und die Christen weiss von denen, sie zweifeln an der Auferstehung von Jesus. Und er schreibt Folgendes, im 1. Korinther 15, Vers 17 bis 19. Und wo der Paulus das geschrieben hat, nur noch mal zum Wiederholen, er hat nicht gedacht, ich schreibe jetzt die Bibel. Sicher nicht, er hat einen Brief geschrieben an Korinther, oder? Er schreibt Folgendes. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist euer Glaube nichts wert. Dann seid ihr noch in euren Sünden und auch sind die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir allein für dieses Leben unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben, dann sind wir erbärmlicher dran als alle anderen Menschen. In anderen Worten sagt der Paulus, ohne die Auferstehung ist das alles kompletter Blödsinn. Ohne die Auferstehung kannst du es köbeln. Dann ist euch eure Schuld nicht vergeben, weil Jesus hat einfach gelogen oder er war geisteskrank, als er das erzählt hat. Und die entschlafen sind, die sind wirklich tot. Und das ist interessant. Paulus sagt, die Entschlafenen, die ersten Christen haben geglaubt, dass die Leute, die gestorben sind, dass die lediglich schlafen. Wieso? Weil jemand, der schläft, irgendwann wieder aufsteht. Und das ist die Hoffnung der ersten Christen, das ist die Hoffnung von uns. Wenn wir mit Christus verbunden sind, dass auch wir werden auferstehen und leben. Schau, der Grund, wieso ich dir das alles erzähle, ist eigentlich ganz einfach. Es kann sehr viel ins Rütteln kommen in deinem Verständnis von der Bibel. Es kann sehr viel erschüttert werden in deinem Bibelverständnis. Und du musst deinen Glauben nicht verlieren. Weil deine letztendliche Hoffnung und dein letztendliche Fundament ist, dass Jesus lebt. Das ist das letzte Fundament. Und die allerwichtigste Frage bezüglich der Bibel ist nicht, ob du mit allen Geschichten da drin einverstanden bist. Das ist eine wichtige Frage, aber das ist nicht die allerwichtigste Frage. Die allerwichtigste Frage ist nicht, ob du im Frieden bist mit all den Geschichten, die da drin sind, sondern ob du Frieden hast mit dem Gott, der seinen Sohn geschickt hat, damit du ewiges Leben kannst haben und deine Schuld vergeben werden kann. Das ist die allerwichtigste Frage bezüglich der Bibel. Entweder war Jesus der, wo er sich selber als der bezeichnet hat, Gottes Sohn, oder er war ein Lügner oder geisteskrank. Amen. Schau, es gibt verschiedene Zugänge zu der Bibel. Und heute habe ich probiert, ein bisschen so einen intellektuellen Zugang zu zeigen, weil das ist oft der Stolperstein für Menschen, die jetzt sage ich mal eher einen intellektuellen Zugang haben und dann merken, ja Moment mal, das geht ja gar nicht zusammen, und sie können nicht mehr glauben. Und das ist wichtig, intellektueller Zugang ist wichtig, das brauchen wir. Und die Fragen sind richtig und berechtigt und wichtig, oder? Aber wenn Jesus wirklich Gottes Sohn ist, kann es nicht einfach nur beim intellektuellen Zugang bleiben. Und das ist eine Nachricht an alle Männer, oder Frauen, die eher einen intellektuellen Zugang haben. Wenn er wirklich Gottes Sohn ist, kann es nicht nur beim Intellekt bleiben. Du kannst alles über die Bibel wissen, über die Entstehung von diesem Buch. Du kannst alles historisch analysieren und das ist mega spannend und wichtig und ich feiere das voll ab. Aber das heisst noch nicht, dass du Jesus persönlich kennst. Das heisst noch nicht, dass er für dich persönlich relevant ist und du ihm begegnet bist. Ich möchte euch eine Person vorstellen und das ist der Professor Peach. Der Professor Pfirsich. Und er ist Professor für Pfirsich. Professor Peach. Und er weiß alles über Pfirsich. Alles. Er weiß den genetischen Stammbaum, er weiß alle Zuchtfamilien, er weiß, wie die
Pfirsich mit der DNA zusammengesetzt ist. Er ist der Spezialist für Pfirsich. Er füllt Vorlesungssäle, wenn er über Pfirsich unterrichtet. Oder? Die Leute wollen wissen, was ein Pfirsich ist und sie können ihm zuhören. Aber der Professor Peach hat noch nie selber einen Pfirsich gegessen. Und dann gibt es eine andere Person, die ich euch mal vorstelle, und das ist das 11-jährige Mädchen Julia. Und sie weiß nichts über Pfirsich. Sie weiß nichts über das, was der Professor Peach weiß. Aber sie weiß, wie ein Pfirsich schmeckt. Jetzt meine Frage an dich. Wer weiß mehr über Pfirsich? Ich gebe keine Antwort. Kannst du selber beurteilen. Schau, vielleicht ist der Intellekt dir im Weg gestanden, um zu glauben. Dann hoffe ich, dass die Predigt dir hilft, das zu überwinden. Und dass du mal in den Pfirsich reinbissest. Dass du dich auf den Jesus einlässt, oder? Und vielleicht hast du einen Zugang, du bissest einfach in die Pfirsich und es schmeckt, oder? Dann hoffe ich, dass die Predigt dich gestärkt hat. Und du merkst, es gibt gute Gründe, auch in den Pfirsich reinzubissen, oder? Es ist nicht einfach nur kindlicher Glaube, sondern es ist berechtigt, um in der Bibel zu lesen und sich danach zu richten. Amen. Wir werden jetzt Worship-Zeit haben und das ist nichts anderes als in die Pfirsich reinbissen. Das ist sagen, Jesus, da bin ich, du bist Gottes Sohn, du bist der, den ich arbeite, du bist meine Autorität. Und wir haben das Gebetsteam für euch oder für dich und für mich dort hinter dem Vorhang parat. Wenn du merkst, du hast irgendwo einen Knopf oder einen Knoten, du kannst das nicht lösen oder du hast Angst, in den Pfirsich reinzubissen oder was auch immer, dann geh zum Gebetsteam. Lass uns aufstehen und auch Jesus anbeten. Für den, wo er ist, der Sohn Gottes. Amen, Amen.